Premier waren 3 Flotioren. Ja. Mein größtes Konzert, dass ich immer gesagt habe, ja, ich kann das, ja. Und du musst den ege Stimmen mal fahren für dich, das ist das Allerwichtigste. Vielleicht du gerne, wenn sie ein bisschen Gag-Martine gemacht wird oder wenn Lützburg ein bisschen kritisch behandelt wird oder so, oder ironisch. Dann muss ich fragen, für was leben wir nach? Voilà. Die brauche ich alle gut nicht zu beretzen, mit dem, was er sieht. Da kriege ich Krebs am Tag. Willkommen zurück bei der Gölle Froh am Tom und am Philipp. Ich hoffe, das Woche hast du dir gut gefallen. Wir haben das Woche einen neuen Gast. Ein Gast, wir hatten schon viel Gast, so mal so, wir hatten schon ganz viele Gäste, die Musik machen. Genau. Ganz viele Junker, die Musik machen, und probieren Fuß zu fassen zu Lützeburg. Was nicht vorher immer einfach ist, gut mal schon divers Kehren zu hören. Hallo haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich den am größten und am längsten zu Lützeburg Musik macht. Und das relativ erfolgreich. Ohne relativ. Das ist ja schon nach. Merci für die Zeit. Gerne. Ist alles gut? Alles gut, ja. Wie findest du die Ambiance, wie ist das vorgestellt heute, par rapport wie das? Ma ja, ich habe mir von nicht vorgestellt, mir das ganz sympathisch hier. Also, ich gehe gerne an Bistro, und hier ist Bistro, ich will gerne Velo, das ist Velosboutique, also ja, perfekt. Gute Kombination. Ich schwätze gerne, also alles perfekt. Hast du dem Thunsing-Episode nicht geguckt? Nee, ich habe es nicht ganz geguckt, ich habe es dran geguckt gehabt, ja. Bist du stolz? Ja, so aber. Der Fies. Am Allgemeinen mengst, oder? Ob die Episode als ich mal. Können wir nur noch auf die Allgemeinschutz kommen? Ob die Episode, mal wie gesagt, ich habe das nicht ganz geguckt, also ich suiviere nicht ganz viel, was ich so möchte, auf Social Media und am... Lo nicht mehr? Lo am Moment nicht mehr, wenn ich Pause gemacht habe. Gott sei Dank. Nee, ich schlossen hinter Gewerden an. Das als Papa ist immer... Irgendwie passt immer nach der Papa, egal wie alt der Junge ist. Ja. Und das immer irgendwelche Remarken zu machen, die sowieso dann aber nicht bringen. Dafür gucken ich dann einfach alles nicht. Weil ich gerne gucken, was von Arbeit möchte, von Musik möchte oder Konzerte gehen und so. Und bei den zwei übrigens. Ja. Und für den Rest die ganzen Öffentlichkeitsgeschichten gucken ich mal am Anfang nicht und auch meine Sachen. Ja. Also. Wir hatten dich am Anfang auch gesehen, wir waren ja auf dem Konzert bei der Rockhall. Ja. Wo sie gemacht haben. Du warst hier auch. Da war ich am Publikum dabei. Beim Turn-Up. Wie die Welt ergangen ist. Genau. Ja, das war so ein Sinnflut, bei mal abkommen da. Ja. Es sind aber cool Video gehen. Wo sie am Reden gesprungen sind. Yes. Das stimmt effektiv nicht weit von denen. Mit dem muss das noch nicht immer wäre. Besetzt daheim. So geht das. Aber du gehst gerne Bistro gehen und du hast für 5 Minuten erzählt, dass du keinen Alkohol mittrinkst. Ja, das hat... Kontradiktoire? Ja. Was schon? Nö, für was? Das wäre Wasser am Bistro. Ja, Wasser, Tee, Kaffee. Okay. Nee, ich trinke keinen Alkohol seit einem Jahr quasi. Also ich meine immer beim Alkohol, schon immer Pause gemacht und so. Aber lass mal so, an meinen Jahren habe ich viel getrunken. Schöden, so an dem Stil. An meinen Jahren hat lange gedauert. Und das auch an dem Beruf, wenn es immer nach Weber, sondern auf Konzert und so weiter, an Musikerszenen, das immer viel getrunken. Und lo, mit dem ganzen Lockdown, sind so die Geschichten, was mir aber immer zu viel gibt, weil auch durch meinen Beruf den nicht ganz einfach auszuüben als am Moment, also die letzten 2 Jahre schon, weil es einfach nicht darf abtreten oder nicht kann abtreten und geht immer als nächstes verreckelt und so weiter und so fort. Da bin ich schafft er da warum Gemiet, dann passt auch nicht immer immens gut drauf. Und durch Trinken, und dann, wenn du nach daheim hängst und so weiter, trinkst du bimol mehr, bimol ich mich so gewinnt gehabt. Und das zieht ihn dann auch auf einfach. Und ich meine, du hast einfach mal Decision geholt, einen radikalen Stopp zu machen, weil, ja, einfach finde ich es eine besser körperlich und eine besser mental Kraft abzubauen. Ja, also, verkehrt, das ist ja schon nicht. Also, nee, also das hat mir ganz gut getan. Ja. Mir das einer der wohl nicht tun, dass ich gerne an der Leute sind oder gerne an der Bistro gehen, natürlich viel mehr wie früher, aber
Leute sind auch schwer an diesen Zeit. Das ist auch schwer, ja. Was machst du? Hast du da schon ein Konzert an der ganzen Zeit? Ja, ich hatte aber eine ganz Reihe Konzerte mehr. Ich will mal gucken, die Jahr 2020, also die Jahre für drin hatte ich so zwischen 40 und 80 Konzerte pro Jahr. Halt zu Lützeburg? Ja. Frag. Ich würde so, dass das alles möglich ist. Das leicht mir Darauf kann man noch ganz viel schätzen, ja. Aber an 2020 hatte ich 3 Konzerte. 3. Und das war da schon ein krassen Unterschied. Ja. Und das ist nicht gut für die Moral von einem Musiker, weil du lernst auf der Bühne am Anfang. Auf der Bühne, da vergisst du wirklich, wenst der Bass, wärst der Bass, du mir auf all die Sachen an. Du bist voll an dem Element, du bist bei den Leuten und du bist eben durch eine gemeinsame Energie zu summen. Und das ist einfach, du spielst den nicht gut noch. Aber wenn du das nicht darf, dann schafft er um Gemüte. Das ist ungesund für Musiker. Ja, also das ist ganz sicher. Du sollst 40 bis 80 Konzerte Jahr. Ja. Das sind da wie viel? Das sind da viel. Das sind, ja, mehr wie einfach. Ja, also das war eben so. Ich weiß nicht, wenn ich das nicht rumkennt. 2021 ist es ein bisschen besser gegangen wie 2020. Natürlich, natürlich schon immer profitiert zu bauen. Gegangen hast du nicht so viel wie möglich gemacht. Du kannst nicht am Voraus lang planen, weil du wusst nicht genau, wen du darfst, wie viele Leute dürfen kommen, wo darfst du spielen, darfst du bannen, bausen und so weiter. Ne? Ja. Und du hast einfach alles geholt, was gekommen hast, die Zeiten, und so viel wie möglich gespielt. Voilà. Aber bon, das ist noch immer nicht so wie früher. Nein, natürlich nicht. Aber wenn du so viel Konzerte hast, das setzt sich auch voraus, dass Leute gucken kommen oder lauschen kommen. Ja. Wie hast du da dann von gemacht, für da den Numm halt zu Lützeburg aufzubauen? Also, wie hast du angefangen? Komm mal, schätze ein bisschen darüber. Hast du nie etwas anderes gemacht wie Musik an deinem Leben? Doch, schon immer Musik gemacht. Das war dann immer mein Hobby natürlich. Aber ich habe das auch nicht gelehrt oder studiert oder das war alles ziemlich self-taught oder Autodidakt. Aber ich sage immer Autodidakt, das klingt so, wenn du das selber aus dem Neischkings greifen. Das stimmt doch nicht, weil du lehrst am Anfang dadurch, dass du mit anderen Leuten zusammen Sachen bist. Und schon immer gelehrt mit anderen Leuten. Wenn ich mit denen geschafft habe, habe ich immer dadurch gelehrt. Und da sind wir nicht mehr zusammen. Du kannst mit verschiedenen Lehrmeistern oder so, kann ich schon mal gesehen. Und voilà, das war immer ein Hobby. Ich habe mir auch nie vorstellen, dass er den Beruf ging. Und ja, mit der Schule war alles tiptop gegangen, bis zur Premiere. Und da Premiere habe ich mir mal aufgeschaltet, weil ja, das System hat irgendwie nicht für mich gemacht. Ich bin nicht gerne wächst, wenn ich nicht weiß, wie weit es soll sein. Ich lehre gerne auswendig, das ist kein Problem. Ich sehe auch Schauspieler auf der Bühne, viel gewirkt, ich lehre meinen eigenen Text und so weiter. Das ist nicht mehr, wenn du einfach Sachen wechseln und du weißt nicht, wie weit. Du warst dann ein bisschen auf deiner Seite desorientiert an der Schule, mir auch so rebellisch oder pseudo-rebellisch, dass ich mir gesagt habe, okay, da bist du nicht matt. Das war natürlich für meinen eigenen Pech, weil ich dann Premiere 3-mal gemacht weil ich 3-mal matt gemacht. 3-mal matt gemacht. Premiere waren 3 flott Jahre. Ne? Ja. Und du sind schon auf die Uni gegangen und Journalismus studiert zu Bresel. Aber du hast auch schon 2 Jahre. Ich war angeschrieben auf der Uni, das muss man sowieso. Okay. Ne? Ich habe doch 2 Jahre gemacht, aber du warst dann fertig. Und du sind schon plötzlich gekommen, du hast direkt angefangen mit Arbeiten. Und ich schon angefangen am Anfang als freischaffende Mann, habe ich darum Radio 100,7, was 100,7 ist. Das war das soziokulturelle Radio 1993. Du hast den abgegangen. Und du hast als Freischaffenden angefangen, weil ich. Ja, also Freelancer heute. Ja, genau, Freelancer. Das war eine enorm spannende Zeit, weil du der Radio entstanden hast, ein öffentlich-rechtliches Radio, den Federung zu Lützeburg schon nicht ging hast. Das war immens flott, da können wir dabei zu sehen. Und ich habe eine Reihe Jahre Freelance geschafft, 2 Jahre warst du festgestellt. Und nebenbei wird sich aber immer mehr Kunst, wird immer mehr Zeit geholt. Hat der durch angefangen oder schon am Lycée? Auch schon am Lycée. Okay. Ich hatte Schülerbanden und voilà, noch auf der Uni immer weiter Musik gemacht. So. Und zwar Gitarre, Gesang? Gitarre, Gesang immer, ja. Okay. Gitarre, Gesang. Sobald ich 2, 3 Akkorde konnte, habe ich auch meine eigenen Lieder angefangen zu schreiben. Und voilà, so ist das alles losgegangen. Aber ja, wie gesagt, das hat dann aber immer mehr Zeit geholt, die Konzerte, aber auch, wenn ich angefangen am Theater zu schaffen.
schon Musik geschrieben für Theaterstecker, weil du Leid kennengelernt und in der 10 Musik geschrieben am Anfang schon noch ein Künstlerkollektiv gegründet, dem Maskenada hecht 95 mit dem Theaterstecker gemacht und Musikproduktionen, CD-Produktionen. Und das hat löser immer mehr Zeit an Urspruch geholt. Ich bin noch Pap gehen, mir schon gerade geschwärzt von meinen 2 Jungen, den tun an den Luca. Und das hat auch viel Zeit geholt und das war mir auch wichtig. Plus den festen Job irgendwann nach seinem Jahr alles mal nicht gegangen. Und dann du ich am Anfang wollte ich halbtags arbeiten gehen, für nach einem Abkommen zu probieren, als Künstler zu leben. Aber das wollte mein Patron die Zeit nicht. Die so entweder ganz oder gar nicht, so ich da gar nicht. Und sind ich gegangen. Und hinterher, das ist da 1998, wie viele Jahre sind da? 22, 25 Jahre, ja, quasi, 24 Jahre. Hinterher sind ich freischaffenden Künstler, ja. Und das geht gut für so zu überleben, heute zu Lützburg. Ja, ich hatte relativ viel Chance, oder ich weiß auch nicht wie, aber das am Anfang war es schwer. Die ersten 2, 3 Jahre musste wirklich immens viel schaffen an alles Unhöhle, was könnt. Meine Chance ist auch, dass ich ein bisschen an pure Bereiche schaffen konnte, also nicht nur Musik, nicht nur Theater, schon noch angefangen, ein bisschen am Film, auch Filmmusiken zu machen und so. Wenn du vielseitig kannst, sind das schon mal eine große Vierdeel. Aber wenn du oppass einfach, ob für einer Kunstformen, auch wenn du Sachen mein größtes Kunstwert, dass ich immer gesagt habe, ja, ich kann das, ja. Wenn ich für dich gefragt habe, für eine Theatermusik zu machen, dann meinst du gingst nicht festspringen. Ah ja, okay, Problem. Aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ging auf ein Stück kommen. Am Film selber. Und dann Learning by Doing, das war immer mein ganzes Leben. Und die Chance war eben, dass ich ja auf viele Bereiche da kann schaffen. Musik war immer noch ein Teil, den 0 von 0 abgegangen ist, bis ungefähr 2010. Die Lützeburg-Sachen am Anfang und auch meine Lieder war also auf Englisch quasi. Okay. Bis ich angefangen habe, die Lützeburg-Sachen zu machen, weil die bis ein bisschen bekannt gesehen, du kannst wirklich quasi just von meiner eigenen Musik leben. Also der Tisch, du hast angefangen, Musik auf Englisch zu machen, aber immer zu Lützeburg. Ja. Du hast 2010 hast du angefangen, just noch auf Lützeburg Texte zu machen. Nee, schon, also die meisten Sachen waren schon noch mal das ein oder andere Lützeburg geschrieben, wie ich mir jung war. Aber das meiste war auf Englisch, hat verschiedene Banden. Die heißt Blue Screw, das war meine erste Band, mit der ich ein Album gemacht habe, und noch Sepsu, mit der ich ein Album abgeholt. Das war immer zu Lützeburg, ich habe immer gehofft, natürlich irgendwie rauszukommen. Ja. Wir sind aber nie ganz weit gekommen, ein bisschen am Ausland, aber nicht viel. Und dann kommt auch ein Punkt, wo es Studenten und so, an die den Alter, wo dann die Leute müssen Decisionen holen für das Leben, an die meisten wollen dann aber nicht an der Musik bleiben. Das ist ganz viel, also nach Hause, wenn du bis an ein Studentenalter kannst, aber so eine Stunde so fängst einen Job zu sichern. Da sind die meisten bereit, für alles abzugehen, für Musik zu machen. Das ist auch enorm. Finanzielle wahrscheinlich. Aber ja, das ist einfach risikoreich. Ja. Du weißt gar nicht, was du können, dann ob es möglich ist und so weiter. Ja, genau. Das sind da ganz wenig, die das machen. Und ja, mir angefangen auf Lützeburg, das hat sich irgendwie so gegeben. Das war nicht geplant. Schon angefangen, wenn hatte ich ein Lied auf Lützeburg, dann hatte ich da 2 und so, das ist also weitergegangen. Da hatte ich eine Dose Lieder. Ich dachte, was müssen da Leute damit? Bon, dann komme ich schon da ab und dann mache ich ein Album damit. Und das war 2003 ein echtes Album auf Lützeburg, das ist den heute. Und das ist eine Reedition, die verschenken wir hier nur. Voilà. So mit dem Album hat Lego Trip geheischt. Ja. Okay, ja. Das war dein Soloalbum, den hat Lego Trip geheischt. Und du hast alles selber drauf abgeholt, alles allein gemacht, du hast alle Instrumente. Cool. Und du hast Band Lego Trip. Du hast Band Lego Trip, genau. Das war 2003 an, ja, das ist ein Lego Trip dran. Das hat aber die Zeit nach kein Mensch interessiert. Also das könnte im Radio gespielt gehen. Und das auch das war die Mensch schwer ist, weil du kaum Unterstützung kriegst. Gruß die Zeit an Neurolona ist ganz, ganz schwer. Von den Medien, die hier Arbeit am Anfang nicht anständig machen und nicht genug die Lützeburger Künstler verfolgen, hier Arbeit beschwätzen, an hier Musik spielen und so weiter.
Und so werden mir auch gegangen. Das hat kein Mensch kannt. Die Zeit 2008 hat 5 Jahre gedauert. Und ich den zweiten, den sogar Plötzlich gemacht. Da ist auch nach kaum etwas davon gespielt gehen. Und nebenbei hatte ich noch immer Menge englischsprachige Bands. Okay. Das war so ein Nebenprojekt immer. Und dann 2010 und ich den Album Klasseklon abgeholt und da sind dann so Lieder drauf gewirrscht, die du mir bekannt gesehen wie Crema in der Chambre, Belge Plage und so Sachen, Luxemburg City. Und das war dann ein Durchbruch. Mir den ist nicht kommen, weil ich auf der Radio mal gespielt gesehen. Mir den ist kommen durch die sozialen Medien, die weil ich dann hatte die Möglichkeit dadurch und leider runterzukommen, ohne ein Intermediär zu brauchen, ohne Radio zu brauchen. Du siehst selbst wie den Tun an der Bruce an am Anfang all die jungen abstreben Künstler zu Lützeburg. Du gehst ihnen recht, wenn sie so dass Lützeburger Medien nicht genug die Lützeburger Kultur an Kunstszenen pushen. Sie machen Musikszenen. ja, Konkret. ja, also das nicht nur Medien, also Medien sind noch nicht ganz viel Leid, so sind wir okay, das geht man dann immens Leben. Wir haben auch nicht viel Leid an der Kunst, wir sind immer ein kleines Land, mehr. Guck so Initiative wie dir das kannst nicht viel Aufwand an die macht dann das ist ein cool Sache. Das kann ich dreh machen, da können Medien noch ein bisschen Medias machen. Ja, also sie müssen sich mehr mal auseinandersetzen mit dem, was geschieht an der 10 müsste mehr Kritiken gemacht gehen, auch Sachen beschwert gehen. Und ob der Radio einfach mehr Musik gespielt geht von der letzten, weil das was wichtig ist für uns Leute zu kommen. Und mittlerweile spielt Radio immer eine große Rolle, das sehe ich schon noch ein bisschen. Ja. Wie du so ein CEO dann, ja, aber der Mann das nicht da. Ja, aber das ist Quatsch, das gesagt ist eben nur ein Beispiel. Dazu nämlich auch die Organisatoren zu Lützeburg, das ist das zweite Problem ist. Die Kulturhäuser an all die pur Bühnen, die gehen, wo ich kein spielen, die so noch all gut, das kein Demont für Lützeburg oder kannst vielleicht einmal am Jahr spielen und dann wird alle Menschen dich gesehen. Ja, der gesagt war nicht 80 Konzerte am Jahr halt zu Lützeburg spielen, die alle immer ausverkauft waren. Dann ist das einfach Englisch. Das Englisch, das Liederigkeit von denen Leuten. An Liederigkeit am Sinn, dass sie mal nicht mehr machen, für irgendwie zu probieren. Das mir attraktiv auch zu machen. Ne? Und von daher, das schon die Sozialmedien benutzt, für uns Leute zu kommen, den Tipp korrigiere ich ins Mengenischen Kanner-Demos, weil ich keine Ahnung halt so richtig. Ne? Der Tun an der Lukas immer gesagt, ja, nee, wenn du willst mit Leute kommen, dann musst du auf Facebook sehen, du musst YouTube-Kanal und du musst heilen. Und dann hast du gemacht. Das war auch wirklich die Idee. Ja? Ich verdanke Menge Kanner meine Karriere quasi. Für den hat dafür Druck gemacht. Für den hat dafür Druck gemacht, für die Leute zu kommen. Ja, du hast die ganz, das nach Facebook gehen nicht an das MySpace ging die Zeit, das war so ein Viergänger, wo du als Musiker kannst Sachen draufsetzen, mir das war ja, du hast auch schon wissen, dass den du drauf hast, für das gucken zu gehen. Ja. Und, du warst einfach aufhängig von viel mehr von den Medien, von der Radio hauptsächlich. Das war die Hauptsache. Sonst wird kein Mensch dich kann. Und dann natürlich, ich werde immer als Konzert spielen, so viel wie möglich Konzert spielen. Wenn du nicht gefroht bist, dann hört es selber an den Graben organisiert selber. Und ich habe immer auch gemacht, weil wenn ich dann drauf werde, wenn ich mich just leben von den Konzerten, die ich kann, an den öffentlichen Plätzen machen, die es gehen für Konzerte, an den Rockhallen oder an Kulturfabriken, an die pure Kulturhäuser, die am Land gehen, dann kann ich niemals davon leben. Das ist schon immer versucht, andere Moyen zu finden, für das selber zu organisieren oder mit meinem Künstlerkollektiv Maskenada. Dann habe ich meine eigenen Tourneen organisiert. Dann habe ich eine andere Approche gehabt, wie die Bope-Bistro. Das ist immer, wie es Leute gesagt ja, ich kann so nicht dein Leben lang ein Bistro spielen gehen, das geht ja nie etwas. Und du mir gedacht, mal doch eben gerade, komm ich mal nicht. Und dann habe ich die Bope-Bistro-Tour gemacht, wo man allmodisch, richtig all Bistro spielen gegangen sind, ohne Anlage, ohne nichts. Das war mega erfolgreich. Und das haben wir selber organisiert. Ne? Du so eine Kirchentour gemacht, eine Kirchentour habe ich gemacht, ja, Kirche am Dorf-Tour. Ja, genau. Das war dann mit einem Chor zusammen, mit einem Frauenchor zusammen. Das ist auch immer evaluiert musikalisch, wie das kann ein bisschen interessant gestalten. Also wenn es der Gedanke ist, an der originellen Konzepte aufhalten lässt, also schon möglich zu Lützeburg. Fazit das machen. Du musst kreativ sein. Du musst, ja, sowieso, als Musiker musst du kreativ sein. Und nicht just für den Kunst, mehr aber absolut. Auch, wie bringst du es an die Leute?
wie bringst du das Leid? Ja, und du musst den ege Stimmen mal fangen für dich, das ist das Allerwichtigste als Künstler. Du musst nicht probieren, den Not zu machen oder zu sehen wie den an den oder ich will gerne heißen an do sind. Nee, du bist da, wo du bist. Und wenn du den ege Stimmen findest und etwas findest, was am Anfang just du kannst machen, da bist du im guten Weg. Aber du brauchst enorm Ausdauer. Und das schon am Anfang wahrscheinlich mehr einfach, wenn du nach einem festen Job hast oder einen Halbtagsjob oder so Sachen. Und da kannst du das aufbauen darüber. Das ist da schon aber besser, denke ich. Verfolgst so die neue junge Musikszene oder gar nicht? So was du lebst, was die Jungen machen? Also schon am Anfang mehr mit den Jungen wie mit den Alten zu dienen, irgendwie. Okay. Weil ich sie selber gar nicht an einer 10 dran. Also an einer 10 war ich, wie ich jung war, wie ich so zwischen 18 und 25 oder 21 Jahre hatte. Da war mir wirklich schon an einer 10 dran. Und du hast dich all kann, dann war es all Weekend zu summen, und es all Band kann, dann zu Summe Sachen gemacht. Und das ist eine immens flott Zeit auch gewesen. Henno lebt sich ein bisschen aus dem Neno, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Und ich habe gesagt, ich bin den schon am längsten das möchte. Effektiv sind ich mittlerweile von den Ältesten an die Leute, die mit mir, die Leute, die mit mir die Zeit Musik gemacht haben, die machen schon lange keine mehr, die meisten. Oder vielleicht müssen also ganz eins da. Ja. Also die meisten machen keinen. Da passt nämlich an einer 10. Schon aber viel Kontakt mit Jungen trotzdem gehabt, teilweise eben durch meinen Kanal. Ja, und da sind dann noch viel bei mir ran und rausgelaufen, ja. weil ich eben den Homestudio hat bei mir. Am Anfang konnten sie Produktionen dann auch da gemacht. Schon noch Rap zu die produziert, etwa die Projekt auch mit 2 Jungen zusammen, mit den Jungen, die Stay Fuginas und so. Und dadurch schon andere kennengelernt, mir schon auch durch andere Aktionen, die ich gemacht habe, besonders auch an den Zeiten von Corona, also der Leihweister Stuff an der Kulturkanal, der Cook, dadurch schon auch mit Jungen zusammen geschafft ist, die ich kennengelernt habe. So dass ich von May Days wie wären. Aber was ich eben noch cool fand, dass Lützburger Hip-Hop, also als was der Lützburger Spruch gemacht hat, interessiert mich einfach, fand den ganz flott, wie bei dem Stand May, wie das hat so geschieht. Was du da bist wie eine Mentorfigur für Stay Fuhr, für die Jungen? Da musste sie fragen, ich weiß es nicht. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht am Anfang schon, hatten sie dadurch, dass ich an dem Bereich war, hatten sie vielleicht mehr Möglichkeiten schon, und schon noch immer gerne geholfen. Ich habe nie sie gepusht oder irgendwie an eine Richtung gedreht, da waren sie immer total frei. Und am Anfang schon ihnen noch gesagt, hey, manchmal plötzlich sagen, oh nein. Bist du dem vom selben wie bei dir dann, am Anfang Englisch. Ja, ich weiß nicht, bis du vom selben drauf kommst. Eine Mentorfigur weiß ich nicht, aber das sind am Anfang echt schon wie Kollegen, noch wenn sie viel mehr jung sind wie ich. Jung Kollegen, also sie machen selber hier einen eigenen Weg, sie sind immens talentiert, alle Guten da, sind immens viel talentiert, junge Musiker zu Lützeburg. Ja, von Jura. Viel mehr nach wie zu eiser Zeit. Und auch sind die meisten, weil lo ganz viel, da gehen zum Beispiel am Jazz, geht da viel, die Jazz-Hey-Schule gemacht und so weiter. Das war zu eiser Zeit nach quasi undenkbar. Oder so werden tun zum Beispiel gemacht, die Music Production, das gar nicht ging zu eiser Zeit. Sie hatte schon am Lycée, hatten sie teilweise am neuen Lycée, hatten sie Band als Fach, so als Nebenfach an. Da hat von der helle Schussketten drehen. Bei Eis passt du bestraft, wenn du an einer Band warst. Ja, mir am DJ Nossi schon festgestellt, dass Lycée am Sinn oder neue Lycée eben mega genial ist für Kreativer hier im Land. Ja, aber es gibt noch andere Menschen. Da könnte man mir arbeiten, das ist auch immens wichtig, fand ich, dass Kreativität anschauen kann. Weil Kreativität, auch wenn du nicht ein genialer Musiker bist oder mehr einfach Kreativität und kreativ denken, das hilft da überall an alle Situationen am Leben. Ja. Weil kreativ ist das nicht wie aus nichts etwas machen. Und das kannst du überall anwenden. Und von daher fand ich immens wichtig, dass die Leute, die Schüler Abrierung kommen mit kreativen Expressionen, mit Möglichkeiten, wie ich kann kreativ ausdrücken. Vielleicht fanden sie ihren Weg, für daraus einen Beruf zu machen. Vielleicht auch nicht, aber das denkt ihnen sicher an dem Leben. Sie meinen ja alle,
nicht dat Lützeburger Spruch sie limitiert an ihrer Musik. Denkst du da doch? Weil irgendwie bist du aber durch die Leute zu Lützeburg limitiert, weil wenn du auf Englisch musst, wirst du so ganz weit am Anfang. Ich habe mich gefreut, ob es für sie nicht vielleicht mehr gescheut wäre, bei einem anderen Spruch zu machen. Also, das ist doch, was Leute mir gesagt haben, wie ich angefangen habe, auf Lützeburg Musik zu machen. Und Leute gesagt, wie weit müsste das dann noch? Also, du beschränkst dein Publikum ja, just auf die Lützeburg und so weiter. Bon, du müsste den Konst nicht für just ohne Publikum zu kommen. Du musst das sowieso, weil das aus dir rauskennt. Ich folge doch Dono zum Beispiel öfters nach anderen Sprachen Musik machen, mit das nicht gegangen, weil das einfach so an meiner Natur ist, dann könnte man das auch nicht nicht. Am Moment schaffe ich da nicht, vielleicht noch eine andere Sache, vielleicht bringe ich noch mal etwas auf Französisch raus oder so. Aber auf alle Fall, die Zeit und Leute hat auch gesagt, an genau das Konträr, was geschieht. Das heißt, schon mein Publikum nicht reduziert, mir schon ob man es verzehnfacht an, ich konnte dadurch meinen Beruf draus machen, also konnte ich quasi just von der Musik leben. Das heißt, nee, Spruch behindert dich nicht. Du sollst auch immer abbleiben, denke ich, auch für andere Sprachen, wenn du das kannst. Du musst das ja auch können. Ja. Mir auch umgedreht, als für andere ganz schwere Plätze bräuchte, ja, Musik zu machen. Man am Hip-Hop tut das schon etabliert, mit so einem Bereich am Rock oder Pop oder Folk, geht es bald keinen, den Plätze bräuchte. Geht nach Move, die Hardrock-Band, die schon 30 Jahre zusammen sind und so. Aber das war das schon bald. Und die meisten Songwriter oder so, die machen das alles auf Englisch. Das ist ja schön auch gut. Aber für die ist es ganz oft schon mit vielen Leuten geschwätzt, die sagen, ich kann das nicht auf Plötzlich. Ich weiß auch nicht, wie weit mehr. Kann ich auch genau umgedreht gesehen, dass wenn er nicht auf Englisch machen, hat er so viel Konkurrenz, nämlich die ganze Welt, und dann gebe ich wahrscheinlich nie Fuß fassen. Auf alle Fall, die Konkurrenz ist natürlich auch viel mehr groß. Dann. Ja. Aber du musst auch plötzlich mehr, weil du Lochstöße zu machen, du musst doch können. Ja. Und dann, wenn du willst, davon erleben musst du natürlich auch noch andere Sachen abhalten lassen. Aber das musst du immer machen. Ne? Ich meine, du hängt Spruch nicht so viel davon auf. Mit Spruch, zu Lützeburg ist einfach für das Publikum, wenn du ein Lied hörst, wenn du im Radio lebst oder irgendwo lebst, wo du Bass, und das Englisch oder irgendein Fremdspruch, ja. Das triffst du lernen. Sobald du einen hörst, so Lützeburg, merkst schon, da lauschst du, du hörst du probiert, da lauschst du noch, was sieht in dir mehr. Und das ist der größte Unterschied. Das heißt, du erreichst Leute viel mehr direkt. Das ist nicht mehr so ein Vorhang, so ein Ritter dazwischen von einer Fremdspruch, die du als Autor musst du schon den Gedanken übersetzen an einen Fremdspruch, an den nicht lauscht, muss nicht erst der Fremdspruch zurück übersetzen. Das ist ein überflüssiger Weg am Anfang. Nee, du kannst halt nie Leute aus dem Ausland moderieren. Das stimmt auch nicht. Aber das wäre ein Vorgewicht. Das stimmt auch nicht. Also schon ganz viele Leute, die nicht Lützeburger sprachig sind, an halt zu Lützeburg sind, in der ja enorm viel tauscht von den Leuten, ging ich so. Ne? Die Menge Musik lauschen, die Texte lesen, es gibt auch ganz viel benutzt an den Schulen und an den Lützeburgischen Choren. Und das möchte ich immer so mehr froh, wenn du Leute hörst, die nicht direkt verstehen, an denen da gefällt oder wann benutzt wird, für den Spruch zu lehren. Das ist mega flott. Und nicht hier im Terra? Nicht hier im Terra ist mir schwer, weil du kein dich fried und kein dich sicher. Ja, voilà. Wir hatten zum Beispiel zwei Auftritte bei einem Festival zu Charleville, nicht Charleville, wie ist das schon mal? Das ist ein Straßentheaterfestival hier in der Belge, okay. Chasse-Pierre. Voilà. Und da war mir invitiert, für 2 Abende dort zu spielen. Und du hast kein Mensch als kannt, kein Mensch wusste, als Lieder kannt, kein Mensch hat als Spruch verstanden. Und das war, die Leute sind durchgedrängt. Also, das war enorm flott. Die Leute haben auf den Dächer getanzt, oben ohne und so weiter, Party. Obwohl sie nichts verstanden haben. Ganz viele sind ja noch bei uns gekommen, die wussten mal nicht, dass Lützeburg ein englischer Spruch wäre. Und dazu an der Belge, 100 Kilometer von hier. Und du hast gesehen, also wenn die Musik mit den Leuten schwätzt, dann ist der Spruch am Anfang egal. Und das sehen wir ja selber auch, wir lernen auch ganz viele Sachen, von mir die Sprache nicht verstehen. Ja, gerade am Hip-Hop fand ich, also aus dem Text doch immens wichtig. Ja. Du wennst hunischen Tun an dem Brust zum Beispiel, das geantwortet immer, dass ich hoffe, dass
so aus wie dir alle gut so, dass es effektiv am Ausland auch löst Fuß fast. Und tun zum Beispiel eine mega Idee für mit Studentenzirkeln von Lützeburg, ist an all den deutschen, französischen, belgischen Städten eine Tour zu machen. Fand ich mega Idee. Also, voilà. Ja, also die müssen doch hier in eigene Weg gehen. Ich weiß es doch nicht. Also, es gibt kein Wunder mit dem Mensch. Wenn du nur einfach aufhängst, auf Englisch zu rappen, da könnt auch kein sicher. Nee, ja. Mit dem Maße Stadt zum Beispiel, der geht den anderen Weg. Absolut. Also, dem steht ja auch mega gut. Also, Voilà. Mehr und plus den Musik thematisiert ja am Anfang Lützeburg. Also du schätzt über die Lützeburgische Probleme an. Was noch? Belge Plage. Ja. Ich meine, also Lützeburger kennen das. Ja. Das heißt, du warst ja auch mega so gesellschaftskritisch. Wie findest du am Anfang der Regierung los, das ganz mit der Kultur, wie sie das gehandhabt tun, an wie das am Anfang aufgelaufen ist? Also, da sind ein paar Sachen bei Ihnen. Ja, gesellschaftskritisch. Also, meine Lieder sind auch nicht alle über Lützeburg, aber sind die Leute vielleicht am meisten kennen. Ja, und die Leute tun irgendwie gerne, wenn sie ein bisschen Gag-Martine gemacht wird oder wenn Lützeburg ein bisschen kritisch behandelt wird oder so, oder ironisch. Ja, das ist ironisch. Die Leute scheinen das gerne zu hören und das ist ja flott, wenn ihnen die Selbsthumor hat, als Nation und als Kultur. Aber ich ging so 90% von meinen Lieder handeln nicht spezifisch für Lützeburg. Mehr sie sind an der Spruch von Hai, als sie erzählen effektiv Geschichten von Hai. Und das ist das, was leider auch da berät, weil von sowohl Spruch von Hai als wie Themen sind auch von Hai. Sowieso denke ich, dass das Einzige ist, was der Künstler kann machen. Er kann just von den Sachen schwätzen, die er selber kennt, er selber erlebt, und die mit dem zu dienen haben, wo er lebt, da wo er schafft. Ja. Weil wenn du anfängst, so Sachen zu erfahren, okay, das technisch ist das möglich. Ja, technisch ist das möglich, aber ganz interessant fand ich nicht. Und berät leider auch Mensch, dann ist es so. Ja. Und dann gesellschaftskritisch, also zuletzt bin ich ganz sehr als Gesellschaftskritiker oder den Stempel oder als Rebell, fand ich schon immer ein paar kritische Texte, das geht schon durch zuletzt. Weil wir sind aber, da muss ich aber so, wir sind ein ganz brav Volk. Ja. Wir stehen nicht op gehen op Stroß oder ganz wenig an mir mache Sche man gesot kreen am Prinzip Mar wie leid da geht da wieder leid an so das ist bisschen aber als Mentalität ja. Aber wenn du dann du bisschen ernst spaß an trotzdem den egen Meinung hohes an die auch sest da passt du ganz ja zu Lützeburgen Rebell oder so also wenn man lo Frankreich du wäre das ganz normal so wie ich mich beholen aber wie Texter sind das wäre nicht besonders enorm kritisch denken mit zu Lützeburg geht das ganz sehr also und dann wird die Regierung wie meinst du Kultur am Allgemeinen oder du an Zeiten vor Corona ja, Zeit vor Corona ja. Du wusste eben gerade dass du kein Konzert im Jahr ja. Also mir hatte Nachchance zu Lützeburg ja. Ein Kulturminister Sam Thomson die sich aber enorm angesagt wird für das Kultur so viel wie möglich kommt abbleiben. Er hatte ganz oft Momente, wo an den Ländern und immer es ganz so war, wobei es aber noch konnten Theaterstecker gespielt gehen, nach Konzerte gemacht gehen, und hat strikte Konditionen und so weiter. Wir konnten aber nach die meisten Zeit konnte man weiter schaffen. Das heißt, ich machen der Regierung kein groß Vorwurf weil das war einfach eine Situation, wo kämen wusste, was können wir tun, wie können wir da reagieren und so weiter und so fort. In dem Sinne haben sie noch gut geschafft, was nach gut gegangen. Trotzdem, und ich fängt das dann 2 Jahre lang zu dauern. Wo ich ein Problem damit habe, dass wenn Kultur eine wie soll ich sagen, wenn eine innergesetzte Rolle kriegt, wenn zum Beispiel gesagt wird, ja, Kultur ist nicht essentiell, gehört nicht zu den essentiellen Sachen, wird behandelt wie eine Freizeitbeschäftigung. Du hast mich auch geäußert für kurzem Kultur als Menschenrecht, sowohl die Konsumation von Kultur wie auch Beteiligung der Kultur, als selber Sachen zu machen, das ist ein Menschenrecht und du kannst nicht sagen, dass das nicht essentiell ist. Und da fand ich, muss ich mal bei einem Punkt, da war kommen, wo an der ganzen Krise die Themen mussten trotzdem behandelt gehen, an andere Themen mussten behandelt gehen, wie just die sanitäre Wolle, wie viele Leute dürfen nach wo ran, an
wie eng Tester musst du hun, wie eng Impfung musst du hun an so weiter an so fort. Irgendwann geht dat nämlich durch. Sind andere Themen, die wichtig sind. Und da setze ich mich dann trotzdem aber an, dass Kultur da nicht vergisst wird. Da muss ich so da waren verschiedene Texte von Leuten ausgeschlossen aus der Kultur, weil behauptet wird, das wäre nicht essentiell, da sind ich dann im Jahr verstanden. Aber das ist ganz, ganz schwerer Moment. Ich mache keinen direkten Vorwurf, da soll ich zusammen drauf schaffen. Und dafür ist es doch wichtig, fand ich, dass ich als Künstler dann auch seine Meinung seht oder überhaupt als Mensch seine Meinung seht, weil wenn ihr seine Meinung nicht seht, dabei so nicht zu wundern, dass nichts ändert. Und die mischt so dann nicht und dann meckern sie, dass nichts geschieht, so wie sie es gerne hätten. Ja, aber da steht aber so etwas. Hast du dann da irgendwie einen Abfluss oder siehst du einfach deine Meinung, oder könnt ihr da irgendwo un oder hast du so einen direkten Abfluss, kannst du mit Leuten schwätzen? Also ich denke schon, dass ich einen Abfluss habe. Aber den hast natürlich immens reduziert, weil ich nicht an einer Partei, ich bin nicht Deputierten, ich bin nicht schon nicht so am Anfang. Aber ich habe aber eine gewisse Notorietät an, wenn ich zum Beispiel an dem Episode, da geht auch eins an den Medien dann drüber geschwärzt, oder an den sozialen Medien, wo da ganz viele Leute das kommentieren, aber beschwätzen, sodass ich denke, dass das schon dann einen gewissen Abfluss hat, heinst du. Ich engagiere mich auch daneben selber an der Gesellschaft auf ganz viele Punkte. Natürlich ist das nicht just, dass ich dick Schnitzer brappen für zu meckern. Aber ich mache noch selber Sachen. Ich war, wie gesagt, das Künstlerkollektiv 25 Jahre lang engagiert, benevol für kulturelle artistische Aktivitäten möglich zu machen, auch mit anderen Künstlern. Ich war Präsident von der Theaterföderation, wo ich mich auch engagiert habe für die ganze Theaterszene. Ich habe schon eine Assoziation gegründet, die ich mir will nicht Weise, wo wir interkulturelle Aktivitäten mit Flüchtlingen in Lützburg machen. Am Corona habe ich den Kulturkanal gegründet, für Online-Kreationen möglich zu machen. Das heißt, ich bin aber auch immens engagiert. Ja. Und ich mache dann aber auch selber etwas. Ja. Zu dem, was für so ist, also ich bin da absolut recht. Just kann ich noch so gesehen, den Herr Hollerich zum Beispiel, so, dass sie das selbst für die Religion, für die Kirche, dass sie das selbst, dass im Moment, dass die Ausübung ob die Religion, die Recht auf Religion, sich zurückstellen muss, für eben das, auch von das auch ein Menschenrecht ist, genauso wie Kultur, mit das Menschenrecht Leben und Gesundheit ist halt für einen gewissen Durée momentan mehr relevant, mehr primär, mehr akut. Ja, ohne Gesundheit kannst du keine Kultur machen. Wenn du tot bist, dann hast du Pech. Zum Beispiel, ja. Ja. Das ist alles an der Reihe. Wir haben das doch so 2 Jahre lang alles schön brav gemacht. Ja. Trotzdem kann das nicht ewig so weitergehen. Es sind einfach Themen, die wichtig sind. Und Kultur ist für mich persönlich wichtig. Kultur, was ist das überhaupt? Kultur ist alles. Was wir einmal als Kultur. Kultur ist auch, wie wir Politik machen, das gehört zu unserer Kultur. Ein Spruch gehört zu unserer Kultur. Das gehört alles dazu. Und auch wenn du siehst, wir müssen eine Mesure holen aus gesundheitlichen Gründen. Ja, gerne. Aber du kannst aber nicht behaupten, dass die Kultur nicht essentiell ist an unseren. Nee, ich soll nicht tun. Das war so ein Punkt, wo gesagt wird, wie den 2G gefordert wird, wo dann Leute ausgeschlossen sind, die nämlich dürfen Sachen gucken gehen. Ja. Weil anscheinend das nicht zu den Grundwerten gehört. Das gehört zu den Grundwerten. Und da muss ich einfach aufpassen. Ich so nicht, dass ich muss, Sachen organisieren, auch wenn es gefährlich ist. Nee. Aber muss ich aufpassen, dass die lebenswichtigen Sachen, neben Gesundheit an Essen und Trinken, dass die nicht vergisst gehen und dass die nicht immer eine komplett innegewählte Rolle spielen. Ja. Und dass man das vergisst. Weil dann muss ich fragen, für was leben wir nach? Gesundheit, just für gesund zu sein. Ja, und dann. Da sind wir dann jetzt bei der mentalen Gesundheit. Mentalgesundheit, Entwicklung vom Mensch, alles, was du dich beschäftigst an deinem Leben, dein Arbeit und so weiter und so fort. Das gehört ja aber dazu, weil sonst musst du vor, für was du nachlebst, für was sollst du gesund bleiben. Das ist schon eine ganz andere Frage. Ja. Findest du, dass die Jungen überhaupt noch Musik so können appreciieren? Weil ich schon viel, also ich persönlich, wenn ein neues Lied rauskommt,
schlaust drin man an Playlist und da könntet nach eins du das nicht schon gefehlt die also Leute die das waren es auch nicht von dein CD kaufen ist und du hast die dann während mal wie allein die ganze Zeit gelauscht hat ja ich lausche nach Alben LP, ne? LP, das waren CDen, die sind nicht gewesen, schon gefangen. Das ist eine ganz andere Kultur an. Es ja die enorm Aufmerksamkeitsökonomie da. Es geht ja just nach drin, die Aufmerksamkeit von den Leuten zu kriegen. Aber wenn man viel ganz kurz, ne? Der Mensch hat nur eine Aufmerksamkeitskapazität von die ungefähr, nämlich das wie die von einem Goldfisch. So 3 Sekunden, ja, immerhin. Ne? Wissen so. Das ist ungesund. Ich denke, es geht auch bei den Jungen, geht auch die total, wenn es der Fanbass von einem, die sich dann noch die ganzen Album ranzählen an. Und da trotzdem wie wir dann nicht just die 3 Sekunden lauschen oder so. Das ist effektiv eine ganz andere Kultur. Also, wie ich jung war, erstens hast du kein Abonnement, ob ich Streaming, das kein Streaming gehen. Du hast nicht einfach alles hingeliefert. Du musst selber informieren, du hast Zeitungen gekauft, du hast Radio gelauscht, aber mich nicht die zuletzt möchte sind kaum cooler gehen. Du hast ausländischer gelauscht. Und dann Zeitungen gelesen, kann alles neu raus. Und dann hast du gewartet, wochenlang, bis den Album rausgehen. Dann warst du bei der Placke Pier gegangen, die geht es nach der CD-Boutique. Ja, ja. Du warst dann an die LP mit den gespurten Suche, warst die Kaffee gegangen, warst hingegangen, hast das abgemacht und dann gelauscht am Plackenspieler. Das war dann so ein herrlicher Moment. Und dann hast du den Placke gesammelt, dann hast du Mixtape gemacht auf der Kassette. Ne? Du hast dann den Favorite-Lieder abgeholt, weil Kassetten, die sind abgekommen. Dann hast du Walkman für die Kassette dran. Oder du hast Lieder um Radio abgeholt. Kassette. Das war eine ganz andere Kultur. Du hast auch viel mehr Zeit, um da verbraucht, für Hamburg und Musik rundzukommen. Ne? Heute kriegst du einfach alles geliefert an das viel mehr da an. Ja, das ist wahrscheinlich für viele Leute, also einfach so Background Noise an nicht mehr die Kultur richtig von Musikliebhaber so ja. Mit der geht aber nach immer denken ich an auch wenn immer nicht neue technische Mittel abkommen denke ich dass das aber immer bleibt irgendwie mich zwar mehr Rose möchte dass das dadurch dass den technische Fortschritt weitergegangen ist als Qualität wie Weltleit Musik lauscht und hochgegangen und das ist ja so komplett ein Paradox ja. Das heißt, wenn ich gesehen den Handy einfach Lautsprecher Musik lauscht, da gehe ich geckig. Ja. Ich kann dann nicht, da kriege ich Krebs an Dauer. Ne, dann hast du halt die beste Technologie möglich. Mit Kopfhörer kennst du, du hast Boxen und so weiter. Die beste Technologie wird sich weiterentwickelt und da läufst du da du Schrottheim Handy. Du denkst, für was haben wir die ganze Entwicklung überhaupt gemacht, Junge? Und hau das nach LP als quasi nach immer die beste Qualität, wenn du ja. Anständige Spielerhäuser an gut Boxen für das zu lauschen. Dafür ging auch den Jungen rekommandieren, da mal einfach auszuprobieren, weil das für eine andere Welt ist. Wenn du dich einfach dahinter sitzt, dann musst du es nicht wieder zu lauschen, wirklich die Musik, die du gerne hörst. Und nicht nur um kleinen Telefon da oder an den kleinen Kopfhörer mehr richtig gut lauschen, auch zu Summe lauschen und so. Das ist der Wert. Mehr richtige Fans halt den wirklich nach den Alben konsumiert, den auf den Konzerte geht, den die ganze Experience macht. Das ist ein richtig Fan, gell? Das ist okay, ja. Vergisst den Lieder sehr streamen, da vergessen ist. Ich denke schon, du hast irgendwie die Chance, dass bei mir, aber fall ich noch immer die ganzen Zeit und ich noch viel CD noch verkaufe. Ja. Die Leute, wenn sie bei Konzert kommen, da wollen sie schon aber etwas mit Themen holen. Und von denen ich ganz viel CD verkaufe, wie wird die letzten 10, 12 Jahre fand natürlich dazu beigetragen, dass ich überhaupt konnte von der Leben an nächste neue Sachen konnte machen. Wie viele Fans ungefähr brauchen der meinst du, dass ich wirklich zu Lützeburg Fußsänger Musik lieben? 1000. Okay. Wie viel? 1000. 1000? Ja, die mussten dann aber schon alle mögliche Viren machen. Ne? Weil, also, natürlich, du hast ja gesagt, Musik kreativ gehen auch an der Art und Weise, wie ihn aus den Fans rundtritt, wie ihn der erreicht, wahrscheinlich sogar auch war den Ubit, der Tisch nicht just singen Musik, mit dann auch Merch nebenbei oder so. Merch haben wir nie gemacht. Wir hatten keine Zeit für Merch zu machen. Okay. Aber ja, also das wäre der nächste Schritt für Merch zu bieten. Das haben wir nie gemacht, das war jetzt viel Arbeit, dann hätten wir
die unheimlichste rundherum schläfen und so. Wie das man aber alles selber gemacht. Ja. 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 Wie viel Fans, ich meine nicht, dass es denkt 12 gibt, wie viele Fans das du brauchst. Ich kann doch gar nicht so, wie viele Fans es schon. Ja. Das variiert dann noch nicht. Ganz viel schalten dann nicht so, wenn dann kommen neue dabei. Es ist eine Chance, dass ich durch Generationen ein bisschen leider auch rieche, wenn sie immer ganz viel Kanner auch, die kommen, weil es gibt auch viel Kanner nicht viel auf Lützeburg. Und Kanner, wenn sie datieren, die Lützeburg Lieder, die gehen dann auch irgendwie Fans. Ich kriege nachher so ein Video geschickt, wo ganz klein Kanner da mit Texte sagen. Das ist herrlich. Ja. Par contre, wenn ich ganz viel, wo nicht viel Fans hat, war dann echt die so zwischen 15 und 25, die wirklich mir jung, wo ganz viel mich gut kannt oder vielleicht auch nicht kennen. Mir würde das dann aber immer Kanner dabei waren. Die wussten da, das heißt, du hast dann für den Novus das gesucht. Ich pack mal Holz. Ja. Und, ja. Die Lausstrelo schütteln. Ja, weil die Leute den Jungen. Ja, das ist ja an der Reihe. Wir gehen effektiv nach den Jungen, die wollen zu Lützeburg von Lützeburger Musik leben, noch ein, zwei Tipps mal auf der Weg, weil du bist ja das lebens Beweis dafür, dass es geht, dass die nicht irgendeinem verdürfenden Ziel noch Jahre, was nie erreicht wird, gehen. Ja, das ist ganz schwer für Tipps zu gehen, weil du da immer mal ein bisschen Chance natürlich zu gehen. Du musst auch also du brauchst Talent und du musst viel schaffen. Ja. Das ist sicher. Mir ein bisschen Glück geht ja doch irgendwie dazu. Und du kannst so viele Tipps gehen, wie du willst. Ich meine, jeder muss seinen eigenen Weg fahren. Also was ich ganz wichtig fand, als der Zündschluss schon einmal gesagt hat, seine eigene Stimme zu fahren. Ne? Also dein eigenen Weg als Künstler. Nicht einem Bild nachlaufen, einem Ideal, weil das sowieso nicht gibt und du gehst auch nie so wie das. Ich meine, bei mir wird es ja auch ein bisschen zufällig, ich gehe mit dem Lützebäuschen. Das war nicht das, als Junge war ich auch mit meinen englischen Liedern und so, ich will an Deutschland, ich will Rockstar gehen an hier und da. Und du willst, und das geschieht aber nicht. Und die Lützebäuschen-Lieder sind so nebenbei entstanden, aber immer aus das gehen wird, mein Beruf gehen, also meine Berufung an, war nicht so geplant. Das könnte unerwartet und das weil das auch nicht, weil ich das nicht wollte machen, just für irgendwie rund zu kommen, aber das wird wirklich erst aus mir rauskommen, das war meine eigene Stimme, die ich da fand. Zufällig. Und das ist wirklich das Allerwichtigste als Künstler. Nicht, wenn ich gesehen die so ganz viele Workshops, das zu meiner Zeit auch nicht gehen, Workshops für Künstler. Die gehen dann organisiert, wo verschiedene Strukturen wie der Rocklab an der Rockhall oder Kulturell X oder so, wo es dann Workshops kriegen, was Sachen, wo ich mich frage, das tut nicht mit Kunst zu dienen. Ja, ich weiß nicht, wie du kannst den Zölle von den Streamingen an Blut kriegen, wie du kannst an der Metaverse, oder dich auf der Metaverse präparieren. Das tut alles nicht zu dem am Leben als Künstler zu Lützeburg. Nicht, absolut nicht. All die Workshops do sie für Katz. Weil du geht eben just darum, für einen idealen Not zu laufen oder an einem Business. Das ist just ein Business. Was tust du nur davon als Mensch, als Künstler, wenn du einen Platz an einem Business fandest, wenn du ein Businessmann gehen bist von der Musik? Weil das willst du doch nie gehen. Du willst ein Künstler sein, du willst eine Sache machen. Business sei das wichtig, mir die könnt am Anfang vom selben Donno oder nebendrun. Das darf nie den Hauptthema sein. Wenn man dann einfach mal davon ausgeht, vergehen, dass die Workshops Geburten gibt für Leute, die schon hier Stimme von tun, also für Künstler, die hier Kunst machen, die wollen effektiv durch als Businessman. Da möchte nicht Sinn. Auch nicht. Wieso? Also erstens Mensch, dass die Jungen mehr kennen, wie die durch die Kuren Halle gehen. Okay. Von den Medien, aber die soll benutzen. Mir meistens also doch das fand ich interessant gucken zu gehen. Da ging ich rote mal de contraire von dem, was die so. Mal nie de contraire. Aber ja, wie die Leute mir gesagt haben, man darf nicht auf Lützeburg. Man darf auf Lützeburg. Geht auch nicht an Bistro spielen. Da ich gehe an die kleinste Bistro aus dem Land spielen. Ich meine, ein ganz Tour da. Also oft als de contraire von dem, was Leute so, was gut ist. Also halt nenne ich nicht out of the box denken. Ne? Das bewirkt mehr, wie wenn du musst, was du da lehrst. Weil, was du da lehrst, das kriegt all Mensch gesagt, all Mensch möchte das. Wenn du aber etwas musst, was kein Mensch möchte, oder auch nicht wie all Mensch, oder der Gegenteil von all Mensch, hast du wahrscheinlich mehr Chancen, wie wenn du einfach musst, was jeder möchte. Guter Punkt. Also, ja, fand deine eigene Weg, deine eigene Stimme an deiner Kunst, und auch, wie du sie kannst und Leid bringen, denk
denkarnisch einfach, also weil wie ich dem uns eben angefangen und auch an die sozialen Medien zu gehen, weil der Menge im Alter nicht normal war und statt aber gemacht, an sind so und Leid kommen. Und dann wie du kommunizierst mit Leuten, wie du den Touren organisierst oder den Konzepten und so weiter, wenn du ernst denkst an originelle Ideen findest, und das müsst ihr kreative Menschen empfangen können, da findest du mehr dein eigenes Weg, denke ich, wie wenn du schön brav das musst, was sich so gehört. Ich dann hab Tibers sehr du selber oder probier dich selber zu finden, so was dir leiden. Ja, das ist natürlich auch eins so schwer. Ja. Ich ging so, dass wir den Hauptmessage. Fungst du die überall so am Leben, ne? Ja, ich auch so. Das ist überall so, wenn Milo mir das gesagt hat, wie ich jung wäre, dann hättest du auch nicht richtig das mitgekriegt oder nur gelauscht. Das ist auch immer, oder als Eltern, also doch schwer für Dinge, kann einen Tipp zu gehen, weil sie lauschen nicht drauf. Und ich habe auch nie auf meine Eltern gelauscht. Das geht immer so weiter. Das ist irgendwie normal. Fandst du, ich ging am liebsten verschiedenen Jungen oder auch Menge kann so ein das nicht oder die Fehler nicht gemacht, macht den nicht. Das denkt alles nicht. Du musst den eigenen Fehler machen. Natürlich. Das heißt, du Tipps, ob sie kommen oder nicht, ich weiß nicht. Hast du das mitgekriegt vom Tuner, vom Bruce, dass sie sich die ganze Zeit zersticheln? Schon natürlich mitgekriegt, aber was die genau da machen und ich nicht wie wert, du gingst viel. So schwarze Filme. Ja, aber du gingst viel nervös gehen in all die Sachen. Den Exhibitionismus auf den sozialen Medien und dann, wenn das so ganz primitiv geht, das packen dann. Ich frage mich immer, ob das gut ist oder ob das schlecht ist für Musik, weil einerseits kreiert da wo irgendwie so ein Dinge, dass Leute sich dafür interessieren. Und andererseits keine Ahnung, mich bringt es dazu, mich echt nicht dafür zu interessieren. Also, ich fand das echt also total kannerisch. Ja. Das tut auch nichts mit Kunst und Musik zu tun. Ja, schon sind die endlich drüber weg, oder was? Das ist ein bisschen kannerisch. Konzentriere dich, ob ihr arbeitet, mal die Arbeit, dann lädt ihr zurück und dann guckt ihr, wie die könnt. Die braucht ich alle gut nicht zu bretzen, mit dem, was ihr seht. Entweder die sieht gut, dann brauche ich nicht zu bretzen, oder die sieht nicht gut, dann ist Bretze komplett deplaciert auch. Mal einfach Arbeit so gut wie möglich, und er kann so gut wie möglich. Ja, auch so. Ich meine, das fällt in Amerika auch ein bisschen so aus, wie es und in Deutschland auch. Also wenn sie ja auch ein bisschen, ich weiß nicht. Ja, kann sein, dass du da auch ein bisschen so spielen musst. Nee, ich habe auch gesehen, dass du da viele Sachen gelitten hat. Das denke ich als Papa dann natürlich auch weh. Und ja, ich fand das einfach nicht cool. Ja, das ist das Gefahr für soziale Medien effektiv. Da geht nicht viel Gefahren, ja. Das ist einfach, das ist so, bei den sozialen Medien, und da tue ich auch Mist lehren am Anfang. Und du siehst auch dadurch dann immer mehr bekannt gehen. Die Person, die du an den sozialen Medien bist, das passt nicht du selber. Ja. Bis dann mal wirklich verstanden hast, dauert das ein bisschen Englisch. Und das für ihn, der am öffentlichen Leben steht, das nach mehr hart Englisch wie für all Mensch, mehr all Mensch wird das, weil jeder Nationalo hat am Anfang seine eigene Person und dann seine Persona oder sogar verschiedene Personen auf verschiedenen sozialen Medien. Und wenn du dich dummer identifizierst, dann bist du im Holzvieh. Ja. Das ist gefährlich. Und wenn du dich wirklich mit dem identifizierst, dann auch, wie die Leute dann auf dich reagieren, oder wenn du gedisst gehst, oder ich gehe auch ganz oft angegriffen. Am Anfang hat man auch persönlich etwas selbst gemacht. Bis ich überlegt habe, ja, die Leute kennen dich nicht. Die wissen nicht, wen du bist, die kennen den Personen. Sie mengen sie, weißt du, wen du wärst. Ja. Aber wenn sie dich angreifen als Serge Tonner, dann ist das nicht den Serge Tonner, den du wirklich bist. Und wenn du das bis intus hörst, da kannst du anfangen drüber stehen. Ja. Kannst du sagen, der kann erzählen, was du willst, das berührt mich nicht. Wenn die Leute sind, mit denen du schaffst, oder die du gerne hörst, oder mit denen du, ja, da möchte ich etwas selbst, klar. Aber die andere Sache kannst du anfangen drüber stehen. Und das müssen die lehren. An der Schule schon, weil ich meine noch, dass ganz viele junge Leute leiden an ihrem Image, den sie da haben, aber wenn sie angegriffen gehen, an hier ausgesehen und so weiter und so fort. Ne? Viel zu lehren, nur drüber zu stehen, das muss ich schon als Kant lehren. Ja, an der Öffentlichkeit muss natürlich nach viel mehr das. Absolut. Aber wenn du bis drüber stehst, stehst du drüber. Und ich sehe noch viele Politiker, die nicht da drüber stehen. Ne? Weil die müssen da doch, die müssen die Souveränität, müssen die auch lehren, akkuren wahrscheinlich. Für zu sagen, okay, ich gehe da mega angegriffen,
ich kann drüber stehen. Mir bei ihnen geht immer nach Treppen rumgewählt zu gehen. Dafür mussten sie sich auch immer ein bisschen. Ja, mit sind auch viele, die sich auch komplett zurückziehen, da das auch schlecht fand, wenn du dann zurückziehst, weil da kommt leider auch nicht mehr undisch direkt. Da warst du nämlich so nur bei den Leuten, aber wenn du dich zurückziehst, selbst die sozialen Medien. Wenn es dann die sozialen Medien war, sondern was aussprechbar für jeder kann dir eine Nachricht checken. Das ist schon cool, fand ich. Ja. Auch wenn das abends das, aber wenn teilst du Negativsachen sind, aber wo du abhältst, besser, dass von Morddrohungen kommen und so Geschichten. Das geht ja auch weil immer mehr. Ja. Da muss dann Gesetz muss da wirklich ans Spiel kommen. Ne? Absolut. Was sind da nur nach so Dingen, nächstes Projekt oder Ziel? Oder was willst du überhaupt noch an der Musik so erreichen? An Staat weißt. Könnt einfach. Also Orechen mengen just dat falsch wird, weil du kannst nie irgendwo so als Künstler. Wenn du siehst, ich will Orechen, a verschiedene Karriere geht dat. Ich will Direktor gehen heuer. Wenn du dann Direktor bist, da bist du irgendwo kommen, dann musst du das gemacht. Oder ja, an Orechen als Künstler geht nicht, weil du bist immer nächst immer nächst ist der weiß Blatt 400. Immer nächst bist du im Nullpunkt, wenn du bist der Konzert fertig ist. Da bist du allein da und du musst nicht gucken, was kommt als nächstes. Dein Blatt als Idol, die Noten sind Idol, du hast komplette Weed nicht 400, du musst immer nicht bei Null aufhängen. Das ist auch anstrengend mit der Zeit, weil dem Jahr geht nicht unbedingt mehr einfach. Weil das Jungen einfach die Energie, das Gas zu gehen und so an. Und geht das ein bisschen mehr gemütlich. Also von daher, und ich habe keine Ziele, wo ich so, das will ich noch erreichen. Ich habe noch die letzten 2 Jahre meine eigene Karriere ein bisschen auf die Seite gestellt, weil ich andere Sachen gemacht habe, die viel Zeit und Energie gekostet haben, wie der Kulturkanal, wo ich mich am Anfang mehr angesagt habe, für 10, auch für ein Online-Offer zu schaffen, zu Lützeburg, die für nicht gehen, sondern die da möglich für weiter professionell zu schaffen, für ganz viele Leute. Und ich habe meine eigene Karriere immer ein bisschen auf die Seite gelöst, weil so wie ich funktioniert, du bist also nicht mehr gegangen die letzten 2 Jahre. Geht am Moment auch noch nicht so richtig. Ich kann nicht eine Tournee mal aufhalten lassen. Ich soll mal wie die Bistro tun. So ein Konzept, wo du dann drauf schaffst. Du musst Lieder, du musst ein Album, du musst Arrangementen, du schaffst mit Musiker zusammen. Das kostet ja alles Zeit, an Energie, an Suchen. Und dann präparierst du das und dann hast du von Haut ab Uhr, das da also nicht mehr möglich. Kannst du doch Metaverse machen? Ja, kannst du auch Metaverse machen. Nee, merci. Nee, merci. Das ist so nicht mehr möglich. Oder das geht schon nach mal 20 Leute Publikum. Ja, wenn ich 20 Leute tun, dann kann ich nicht mehr davon erleben. Ne? In den vom Staat finanziert das, dem ist das vielleicht egal. Aber wenn du davon erlebst, da geht das nicht durch. Also kann ich wirklich nicht mehr mich so richtig weiterentwickeln an der nämlich der Spur, wo ich am Gang war. Ich weiß auch nicht, ob das genauso weitergeht. Das ist mein Ziel, also am Anfang echt neu zu fahren, zu gucken, was möglich ist. Zum Beispiel sind ich auch nicht angemeldet als Künstler beim Ministerium. Also als Künstler zu Lützeburg kannst du Intermittent du Spektakel sein oder Artiste indépendant. Das sind 2 Statuten, die kannst du beim Kulturministerium. Da kriegst du geholfen, auch wenn du nicht verdienst. Du kriegst Chômage am Anfang, du kriegst Sozialhilfe. Die nicht die ganzen 25 Jahre, wo ich das nicht gemacht, nicht gefragt. Ich wollte immer gucken, selber können davon zu leben. Natürlich geht Kultur ohne Hilfe vom Staat geht gar nicht. Ja. Die Häuser, wo das Spiel geht, sind vom Staat mit finanziert. Ich kriege Buchse für Projekte oder so. Ich frage so und für etwas zu machen, für etwas zu schaffen, aber nicht für nichts zu schaffen. Also ich will nie so kreieren für nichts zu schaffen. Ich probiere immer für genug Aufträge zu haben, wir können davon zu leben. Also das ist auch schüss möglich, wenn eine gewissen Safety Net hat, ne? Ja, aber das musst du da schaffen. Du bist da noch liederisch, wenn du immer die Hilfe kriegst. Ne? Wenn du weißt, wenn du das Jahr nicht so gut schaffen, da kriegst du aber zu vom Staat für zu kompensieren, da gehst du mir liederisch an, du rechnest mit denen so schon teilweise. Also so privilegiert wie mir 3 Leute sitzen nach Schweizer können auch nicht alle, also du können nicht die schwätzen, du kannst nicht die schwätzen. Wie meinst du das, Lo? Es kann nicht die so, nicht verzichten auf sozial Beihilfen. Von Molenke immer neiger könnt natürlich nee, ich so just wie ich gemacht ja. Ich habe das immer so gemacht, das hat mich dann einfach motiviert für immer Aufträge zu holen und immer Arbeit zu holen ja. Und ich will das so lange wie möglich weitermachen. Wie das in Zukunft geht, weiß ich aber nicht, weil immer mich schwerer gehen als Lo, ne?
an schon gemerkt, sind ich aufhängig gehen für Auftritte zu kreieren von kulturellen Infrastrukturen und ich gemerkt, wie schwer das, wie wenig das in do Engagement kann kreieren, wie wenig Interesse auch größtenteils da hast, und dass ich da niemals könnte davon erleben, wenn ich darüber gewesen wäre. Also muss ich nur neue Formen finden. Entweder fand ich nicht zurück bei die Aal, dass ich nicht bei die Leute gehe, wirklich, wenn das nicht möglich ist, oder eben auch andere Formen, wie zum Beispiel Fan-to-Sponsor, eventuell das auszuprobieren, wo die Fans können durch Promoten unterstützen und du gibst ihnen Sachen am Platz. Du könntest so sehen, wie ich das schon mal. Ich komme noch nicht auf den Namen. Ich kann ja just Apps, wo ihn dann erzählt und dann möchte ein Artist so ein Video. Kennst du das? Cameo oder so? Nee, das ist Cameo. Ich komme nach drauf. Okay. Mir das ging so, dass dann, du kannst schon anfangen, du bist ein Sponsor von den Künstlern. Ja. Du bist ein Künstler so viel promotet und der Künstler gibt dir dann natürlich Sachen am Platz. Also das wäre eine Möglichkeit, für zu sagen, wenn ich nicht mehr viel Auftritte habe oder nicht mehr so viel, vielleicht fand ich genug Leute, die mich halt unterstützen an meiner Karriere so. Okay. Das wäre mir lieber, wie wenn der Staat mich unterstützt. Das ist wie Crowdfunding so. Das ist ein bisschen Crowdfunding. Patreon heißt das. Ja, das Patreon. Ja. So ein System, ne? Das heißt, wo die Fans dich sponsoren. Ja. Und du gibst ihnen dann extra Sachen, die kriegen dann einen Abblick an den Arbeit. Du musst vielleicht extra Online-Auftritte für sie, mal den Monat oder so Sachen. Ne? Das heißt zum Beispiel lieber, wie wenn du Mist vom Staat die so kriegen. Das ist nicht, dass ich mich schumme, ich will einfach versichern, das ernst zu machen. Und da sind wir einfach, da so der Punkt von meiner Karriere, wo ich auch komme, wo ich so, da muss ich da neue Wege vielleicht fahren. Gut. Ja. Wo ist dein Gölle froh ausgedurcht? Ein Gölle froh, ja. Also Gölle froh ist ja. Die froh, die Leute noch beantworten sollen für dein super Kado. Ja, schon den Kado abgebracht, wie gesagt, das ist den allerersten Album, den ich plötzlich gemacht habe. Den heißt Lego-Trip an der Novo effektiv Band, so haben wir so genannt. Wie bist du einfach auf Lego-Trip gekommen? Lego-Trip, weil das war effektiv, wie ich wieder ein bisschen beschrieben habe, war das so ein Ego-Trip, den ich hatte. Schon dann so nebenbei für mich gemacht quasi. Und du hast mir mal den Titel so kommen, das wird Lego-Trip. Das ist wie ein Ego-Trip, mit Lego heißt aber auch etwas abbauen, also etwas selber zusammen bauen. Ne? Lego ist aber auch ein Bezug zu der Kantheit, also auch durch die Lützburger Sprache, also jedenfalls Kantheit, dann bauen, und selber etwas machen, und du hast den Lego-Trip entstanden. Das ist mir 200 wie mein. So erklären ich mal. Heinz will den Ideen dann erklären sich recht selber. Meistens. Und, ja, den hat man noch neu rausgebracht als Double LP. Das heißt, den können wir verspielen. Und Gölle froh, da muss man antworten, als wo gehe ich am liebsten an Vakanz? Okay, was ich. Gut. Das ist schwer. Also einfach. Das ist ganz schwer. Könnte der Lied so echt. Also, ich ging mal so, wo gehe ich am liebsten an Vakanz? Und wenn der Lied geht, für eine Vakanz in Destination ist, dann muss ich schon bald erzählen. Also ich will nicht zu viel verraten. Weil die Leute müssen ja auch ein bisschen sich ausstrecken. Ein bisschen überlegen, ja. Aber was müssen die Leute machen dann für? Sie kommentieren das dann auf Instagram oder bei unserem sozialen Medium. Cool. Und dann, voilà, gewinnt ein Ding LP. Nice. Dann aber die braucht der Plackenspieler, wenn er noch wisst, wer das braucht der Plackenspieler dafür. Das ist aber auch schön für du hinzustellen. Ja, kann ich auch das cool Plackenspieler geht es ja nicht. Also Plack war wie ein CD bis kommst. Du hast gesagt, gegen Plack wäre tot. Der Gegenteil ist geschieht. Den CD ist tot quasi. Ja, das stimmt. Und Plack könnt nicht ab. Mit dir ist aber verschieden. Das ist einfach ein CD. Du hängst ja kein CD dahin. Das ist kein CD dahin. So, viel muss merci für deine Zeit. Merci auch. Merci. Merci. Ciao. Ciao.